Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig und neben mir ist immer noch die Syldra K. Ja, und wir machen jetzt hier weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, vor dieser wunderschönen Tür. Genau. Hat auch immer noch dieses wunderschöne Securist draufsteher. Ich finde es echt sehr cool. Also wie einfach diese Bioshock 1 Grafik nochmal schön aufgemotzt wurde. Also mir persönlich gefällt es unglaublich gut jetzt schon. Ich habe seit Wochen kein Adam mehr gehabt. Alter, es gibt Leute, die verhungern. Ups. Guck mal, das der Tooltip Oh. Unterlagen siehst. Ja, jetzt sind sie aus dem Wasser. Okay. Und du hast keinen Grund. Na, jetzt kriegen sie halt so auf die Schnut. Krieg mal hier. Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Dr. Sophia Denk Lamb. daran, Das ist ihr eine seid Person. nicht allein. Und nicht Seht einfach nur ihr das hier Lamm nicht eine beobachtet dich. Herrscherin, sondern die Mutter der Ah, Familie Raptors. okay, das macht dann schon ein bisschen mehr Sinn. Sie bezeichnet sich als die Mutter und Königin von Rapture. Daran zweifle ich so ein bisschen, aber okay. Rückkehr. Ich bin wieder in Rapture. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. So ist er wohl, die Lamp. Na, wie nett. Also diese selbst erklärte Königin von Rapture entführt überall an den Küsten Kleinkinder. Richtig. Wundervoll. Damit sie halt wieder Adam kriegt. Ich meine, die Ernte muss ja auch passieren. Brain Boost, Ryan Industries. Das wollte doch die Anna in der letzten Episode ihrem Ja. Typ unter das Essen mischen. Da gibt's ein Anime, der heißt Exoworld. Ein großer Faktor dieses Anime ist ein Spiel, das heißt Brain Burst. Also, das klingt sehr ähnlich. Limitless Potential with Plasmids. Wir Warum brauchen auch schon immer. Friseure, wir haben Plasmide. Über gerade Sache, warum man da immer so eine Szene mit Mutter und Tochter durchstellt. Man muss es nicht verstehen. Hallo Rosie. 8 Miete, $24. Yeah. Aber erst mal umgucken, was gibt's denn hier noch Schönes? Ah, ignorieren wir das unauffällige glänzende Objekt. Genau. Health and Happiness through Genetics. Ja, ich meine, was ist dann, wenn man jemand einfach mal so Freude macht? Ja, mit Plasmide macht man ihm viel mehr Freude. Das ist auch das, was ich unbedingt zu Weihnachten wollte. Ja, hier Gentherapie. Nietenpistole. Und du bist der Erste. Mistkerl. Ja, der sieht aus. Ups. Herr Uff. Ach, komm doch her, du. Blödjan. Wie der kreischt. Alter. Ah, wieder so Botox-Tante. Die war wohl beim selben Arzt. Alter. Die hat so ein blaues Schmetterling aus Papier auf der Brust. Ja, tatsächlich. Bäh. Alter, das ist eklig. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Hackfresse. Vor allem, weil ich hier Leute immer zuerst auf die Nase gucke, weißt? Wenn die Nase für mich nicht stimmt, dann stimmt das ganze Gesicht irgendwie nicht. Für mich ist dann so asymmetrisch. Und wenn dann Leute so ein geschmolzene Klumpe einfach da drin haben. So wie Voldemort. Ja, wobei Voldemort wenigstens noch symmetrische Nüstern hat. Das muss man ihm auch lassen. Also wenigstens das, er hat nicht einfach nur so ein Jabba-Klumpen halt. Das sieht eher aus wie bei Jabba. Tomorrow's Promise kept today. Rapture. Natürlich. Wir sehen auch, wie alles hier wunderbar geklappt hat. Niete. Was haben wir hier noch Schönes? Hop-Up-Cola. Geil, das füllt wieder Eve auf. Sie nennen es Rapture. Mark Ich Melzer. hab's mit knapper Not lebend hier runtergeschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasele dummes Zeug. Aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lamb finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Interessanter Nebenfakt an der Sache.
Der Mann hat die Synchro-Stimme von Christoph Jablonka. Das ist der mittlerweile Homer Simpson spricht. Ja, gut, das ist wieder so ein Simpsons-Fuck, den kennst du natürlich. Oder Spanky Ham in Drawn Together. Ja, Den spricht er auch. keine Ahnung. Ach Gott, dafür hast du keine Ahnung. Nein. Schade. Ja, stand über mein Haupt, aber ich mag die Simpsons nicht. Sofort weg von diesem Let's Play. Okay, ich gehe aber. Augenblicklich weg hier. Ich weiß, Sakrileg. Dass es so Leute noch gibt, die Simpsons nicht mögen. Ja, soll vorkommen. Also die neue Folge, das kann ich absolut verstehen, weil die neue Folge finde ich persönlich auch zum Kotzer. Ah, so kann ich dann wählen. Okay, cool. Alter, du ekliger Freak, Mann. So, das hat sich jetzt auch voll gelohnt, hier den Bohrer-Treibstoff nochmal zu holen. Jetzt kann ich gleich wieder darauf zurückgreifen. Na, wie gesagt, bei der neuen Folge kann ich das verstehen. Die finde ich selber auch scheiße. Aber die alte, das sind doch absolute Klassiker. Die sind doch absolut genial, die Dinger. Großes Foyer. Big Sister will nicht, dass du mit mir spielst. Ach, der wieder. Uiuiuiui. Das ist aber auch mal cool gemacht. Ist das eine neue Form von Big Daddy oder was? Das ist die Big Sister. Upsala. Uiuiui, ich glaube, irgendwie kann ich den Kampf nicht gewinnen. Big Daddy verteidigt. Ja. Ja, so war das, genau. Und vielleicht kriege ich dann mit Electrobolt noch ein bisschen. Ah, ja. Okay, haut wieder ab. Puh. Wie hast du gesagt, hießen die? Erstmal in die Rache, genau. Wie hießen die? Big Sister. Das Ah, hat die Kleine auch gesagt, dass Big Sister kommt. okay, das habe ich nicht gehört. Sister achtet auf Little Sister. Eva aber. Big Sister achtet auf Little Sister. Little Sister wird Big Sister euch finden. Okay, wir haben es nochmal durch die Durchsage gesagt. Bester Gin. Immer das Beste. Erstmal Krummbeere, Chips und einen Schluck Cola hinterher. Ja, wir haben es nochmal gesagt. Big Sister achtet auf Little Sister. Wenn sie einer Big Sister Little Sister was tun, wird Little Sister sie finden. Das ist doch mal wunderschön hier, diese Aussage. Oh nö, totes Ketzel. Oh, armes Ketzel. Das finde ich schlimmer als die ganze menschliche Ja. Leiche, um ganz ehrlich zu sein. Scheiß drauf, auf Leute sterben, aber lass die armen Tiere in Frieden. Richtig. Ich bin doch auch kein Fan von Tierquälerei. Das finde ich ganz schrecklich, sowas. Ah, Vita Chamber, falls es nicht gepackt hätte. Schöne die Spritze auch so Präsentierteller im wahrsten Sinne des Wortes. Erstmal in die Rache wieder. Und Mülleimer. Gute Mülleimer-Sardine. Geht. Und Verbandskaste genommen. Mehr als 5 gehen anscheinend noch nicht. Da brauche ich wahrscheinlich größere Tasche oder sowas dafür. Ja. Wie gesagt, es geht doch nichts über gute Mülleimer-Zigarette und gute Mülleimer-Sardine. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich die Sounds nicht höre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dieses Foyer war oder im anderen Foyer. Man hört irgendwo in Bioshock 2, Gerüchte halber, den Tod des Songbird. Okay, nee, also hier war noch nichts. Also wenn du irgendwelche seltsamen metallischen Kreischgeräusche hörst, das ist vermutlich der Songbird. Ich glaube, hier war nichts. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke es eigentlich echt nicht. Mit der Mülltonne. Aspirin, was jemand hier in der Aschebecherei schmeißt. Alter. Schön, dass die immer noch Aspirin haben und nicht irgendein Plasmid dagegen. Hat die Kopfschmerz-Plasmid. Richtig, ja. Demeter-Banketthalter. Demeter ist auch interessant. Ist die römische Ernte- und Fruchtbarkeitsgöttin. Dieses Resort hier ist doch auch irgendwie Artemis oder so. Genau. Oh Gott. Das hat auch hier generell viel Anlehnung an sowas. Im letzten Teil waren es auch die Mercury Suites, also die Merkur Suiten und die Venus Suites waren auch Ja, noch. aber dann keine Götter, keine Könige. Ja, richtig. Kein Glaube tun die ganzen Leute, die versuchen, die Bibel reinzuschmuggeln, aufhängen, aber nennen dann
das Lebenselixier der Stadt Adam und Eve. Richtig. Adam und Eva. Richtig, habe ich auch schon gemerkt. Neckties bei Wilson Freeman. Safe. Okay. Adonis, war's, natürlich, ja. Ach ja, aber meistens geht es nie gut aus in eine griechische Legende. Und es ist immer irgendwie total krank. Egal. We will be reborn in the womb of the ocean. Wer hat's gedacht? Interessant. Erzähl mir mehr. Ja, mit diesen Vita Chambers wird man ja tatsächlich wiedergeboren. Also Richtig. so Unrecht haben sie ja nicht. Richtig. Wie sieht's dann hier aus? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es mal unglaublich geil ausgesehen hat, als es noch intakt war. Ja, aber das ist jetzt halt auch schon eine Weile her. Oh, da sind wir. Oh oh. Praktisch, dass wir eh schon einen Tauchanzug tragen. Ever. Nicht schlecht. Aber wenn die Olle rumhüpfen, die ganze Zeit irgendwelche Fenster einschlägt, dann säuft Rapture irgendwann komplett ab. Richtig. Allein schon wegen dem Druck, würde ich sagen. Ne? Ja, oder durch diese Rohre, die verbinden ja die ganze Stadt miteinander. Das eine Rohr da, das läuft gerade ziemlich voll. Ja, erstens das und zweitens, ja, ich meine, du kannst ja immer noch eine Abschottung machen von so einem speziellen Viertel. Du kannst ja immer noch alle Rohre und alle Schotte dicht machen, aber so säuft hier auch locker ein Viertel ab. Und nicht nur das, nicht nur, dass die ein Viertel absäuft, sondern auch einfach, dass der Druckausgleich dann nämlich gäbe ist. Und dann platzen irgendwann eventuell auch noch andere benachbarte Viertel. Also nicht so besonders heller in einer Unterwasserstadt. Da kommen wir jetzt immer erstmals aus Rapture vielleicht raus. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. Mach Sache. Soweit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Okay. Dann muss ich wohl zu ihr. Wie es aussieht. Aber erstmal die Leiche durchsuchen. Flucht aus Rapture und Verbandskasten. Ja, die Flucht, der ist ja nicht weit gekommen. Okay, Ja. Tagebuch. Letzter Eintrag. Lizzie und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Bleißen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lamb kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lamb. Torpedo! Ich werde versuchen... Reizend. Und hier kämpft anscheinend auch ein Big Daddy noch für seine Little Sister. Der hat scheinbar so eine Art Granatwerfer auf der Schulter. Mhm. Sieht aus wie ein altmodisches Fass. So ein bisschen wie das alte Donkey Kong Spiel von früher. Wo er mit Fässern noch Mario wirft. Was übrigens das erste Spiel ist, wo Mario tatsächlich vorkommt. Ach so, als Nebeninformation. Mir wurde ja im Bioshock 1 immer vorgeworfen, du nimmst ja nie die Zeit für solche Szenen, dir mal bis zum Ende zu gucken. Deswegen bleibe ich jetzt bis zum Ende bei sowas. Aber offensichtlich hat es mir keine Belohnung oder ähnliches gebracht. Oder kommt jetzt die Little Sister nochmal zurück oder so? Nö. Anscheinend nicht. Mit dem Ding kann ich auch nichts machen. Wie sieht es dann mit meinem Treibstoff mittlerweile aus? Kann ich das Nimi auswählen? Nö. Anscheinend nicht hier. Okay, ich kann auch Nimi mit Kreis diesen Schlag ausführen. Kannst ja versuchen, die Quallen da zu kitzeln. Was ist das, ein Walskelett, was da liegt? Wollte mal gerade angucken, ja? Sieht so aus. Es könnte ein Blauwal sein, ja? Groß genug wäre es auf jeden Fall. Es hat aber einen riesigen Schnabel. Ja, das ist der Kiefer von so einem Wal. Ach du Das Scheiße. sieht super strange aus. Ja, krass. Habe ich mal, als wir in Südafrika waren wir in einem Museum, wo so ein Walskelett Echt? vorne dran liegen hatten. Also die sind wirklich so riesig und die haben wirklich so einen total seltsamen Schädel. Also ein Blauwal ist so, glaube ich, neben dem Pottwal das größte Vieh, ne? Das Blauwal ist das größte Säugetier, ja. Genau. Der Pottwal kommt dann dicht hinten dran. Hm. Aber das sind schon echt Giganten. Die haben ja eine Riesengröße. Wenn man bedenkt, dass solche Riesenkalmare dann auch wirklich sich an so Viecher trauen, muss man sich auch mal geben. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube,
Pottwale ernähren sich, glaube ich, hauptsächlich sogar von Riesenkalmaren. Die kommen dann teilweise wieder hoch und haben gigantische Narben, Richtig, ja. die teilweise so Ästeller groß sind von den Saugnäpfen von Kalmaren. Genau, ja. Das ist auch beeindruckend. Dann so ein, sagen wir mal, so ein Walveteran, der sieht schon richtig übel vernarbt aus. League of the Devil. Apropos, ja. Riesenkalmar. Scheiße. Aber ja, kann man sich halt auch vorstellen. Das hätte mich halt auch interessiert, weil eben natürlich, man muss auch in einer gewissen Tiefe mit solchen Meeresbewohner rechnen. Wie sich halt Rapture vor solche Kreaturen geschützt hat. Klar, es schwirren hier Haie rum. Klar, Riesenkalmar und Wale. Damit muss man halt wirklich rechnen im Atlantischen Ozean. Gut, die Big Daddies sind ja eigentlich die einzigen, die sich großartig außerhalb der Stadt auch aufhalten. Und die Ja. sind ja gut gepanzert. Ich glaube nicht, dass ein Hai so einen Klotz angreifen wird. Das ist halt die Frage, ob der dann eventuell du wirklich zubeißt, aber ob der du durch den Stahl durchkommt, ist halt die andere Frage. Ich meine, Wahrscheinlich. unwahrscheinlich schon, aber ich meine, es kann auch schon Löcherei-Reise in das Ding. Also so ein Hai, wenn der zubeißt, das ist schon ordentlich. Ja, aber man muss überlegen, was für einen Druck dieser Anzug standhalten muss. Ja, sicher, bei so einer Tiefe auf jeden Fall. Aber ich finde sehr, sehr cool, dass man jetzt mal so die Außenwelt um Rapture rum gesehen Ja. hat. Am Anfang vom Einser, wenn man mit der Die ist zu Hause. Trophäe erhalten in Kupfer, Daddy ist zu Hause. Und ja, ich finde es auf jeden Fall auch sehr cool, dass man sich das hier jetzt mal angucken kann. Ja, Oh, die Musik. Im Einser ist es ja auch, wenn man ganz am Anfang mit der Tauchglocke runterkommt, Ja. schwimmt ja auch erstmal so ein Riesenkalmar vorbei. Genau. Das ist auch eine sehr, sehr coole Szene. Ach ja. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Und die Musik ist auch wieder so schön im 30er-Jahre-Stil. Ach ja, ich höre es ein bisschen. Oh, da hängen Leute an der Decke. Ja, passiert. Chaoslager-Deko. Aber ich muss sagen, ich mag das auch, diesen alten Grammophon-Sound. Mittlerweile geht man ja auch wieder so zurück zu solche Retro-Sachen. Und gerade diese ganzen Hipster, die leben ja gefühlt auch irgendwie in der 20er, 30er Jahre. Die mochten das, bevor es cool war, ja. Ja, ja. Aber ich muss sagen, ich habe schon immer so ein Zuneigung zu solcher alte Retro-Sache aus der 20er Jahre Bist gehabt. ja auch Archäologe. Ja, klar. Du Da stehst hat auf man, alte Sachen. das ist klar. Aber ich weiß nicht, diese 20er Jahre Dinger, die haben schon Stil. Diese Grammophone, diese Anzüge, die Kleider von der Frau. Also es hat schon unglaublich Stil, muss ich sagen. Der Fortschritt konnte nicht gespeichert werden, da nicht genug Speicherplatz vorhanden ist. Bitte lösche im Systemspeicher, um weitere Spielstände erstellen zu können. Bitte, Okay. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Okay. Ich würde aber auch sowieso sagen, dass wir hier wieder unser Tagespensum erfüllt haben. Gehe zu Bridget Tenenbaum. Dass wir uns dann morgen wieder sehen zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee. Und auch wenn sie nichts sagen will, Syltraka. Sag wenigstens Tschüss. Tschüss.